Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Das geht darum, eine Serie zu beschwätzen. Rings of Power, Lord of the Rings, kriegt die zweite Staffel auf Amazon. 3 Episoden sind schon raus und du willst gucken mal das Lungel an, was ich davon erhalte. Die erste Staffel war ja schon so, ja, es war okay, sagen wir mal so. Ich denke, du wirst wesentlich mehr dran gewesen. Irgendwie wirkt das alles, was zu erzählen, extrem gestreckt. Für mich geht das Thema Sauron auch ziemlich entmystifiziert. Die erste Staffel hat den Moment viel, sagen wir mal, relativ dumme Momente, viel Exposition Talks, auch viel Sachen, wo ihr so seht, ja, merci, ohne Show gecheckt. Aber ja, gut in alles, ein bisschen vielleicht zu detailliert zu erklären. Dahinter war die erste Staffel, ja, ich hatte zwar gewisse Momente mein Spaß, aber insgesamt fand ich, bleibt das ganze im Franchise ein bisschen Hand dran. Irgendwie hinkt das Hand dran und hat nicht das Potenzial, was es soll haben. Los sind 3 Episoden für die neue Staffel raus und die neue Staffel kriegt 8 Episoden, wann ich studieren? 8 oder 7? Du weißt nicht, 7 oder 8? Das heißt, wir sind schon bald an der Halschen. Wir sind schon bald zu Halschen durch, von denen sie stehen geguckt wird. Ja, sie fängt relativ gut an. Ich fand, sie fängt ziemlich atmosphärisch an und erzählt mir auch, weil man aufhängt, eine Geschichte zu erzählen, wo ich so ein yes, das interessiert mich so effektiv, wie der Totalo weitergeht. Und dann stelle ich fest, dass Dono für allem ab Episode 2 und 3 die Staffel sich mit so vielen Nichtigkeiten beschäftigt. Das heißt, so ermüdend, so langwierig, so gezwungen, dass es verleiht den irgendwann extrem Interesse. Insgesamt fand ich, weiß ich nicht, wie ich das fand, dass den Sauron nur so menschlich sich kriegt, so menschlich Charakter sich kriegt. Für mich ist das ultimativ based, was man sonst eigentlich immer so durchgestellt konnten, zu vermenschlicht und es fällt einem irgendwie nicht so, also es gesagt nicht so, dass das Wesen ist, weil den übergeordnete Plan hat, wie es 4 gehen soll. Also Staffel 1 hat ja auch, indem man den Sauron Richtung Mordor-Triple gesehen, und Staffel 2 fängt mal an, dass sie dann, oder sie fängt mal an, mit sie halt auf jeden Fall darüber, dass sie fortgeht. Also irgendwie hat das für mich in dem Kontext nicht ganz viel Sinn ergehen, dass man nicht ganz klar gehen, wie das absolut based, was ganz Mittelerde in der Joche will, an alles kontrollieren kann, an den ultimativen Masterplan wird, für was das gut war. Hört sich mir nicht ganz erschloss an, ja, das auch ein Krit halt ganz viel, oder eben den Namen nicht auch Heilbrand, Krit ganz viel menschlich sich. Und das gefällt mir nicht so. Ich fand, das ist so das ist wirklich die Personage extrem entmystifiziert und ja, lässt mir du bist eine Pferde beigeschmacht. Da kannst soll ja 5 Staffeln kriegen und es lässt mich nicht los, dass ich mir immer im Denken so, ja, lo Krämer, keine Ahnung, 4 Staffeln lang eine Geschichte erzählt, die extrem gestärkt ist, extrem gezündet ist und sich mit ganz viele Sachen beschäftigt, die kein Mensch interessiert. Und da wahrscheinlich an Staffel 5 dann ob ein Höchstpunkt so geht, dann ob es so spitzt. Mir aktuell lässt sich das gar nicht richtig greifen, aber was für eine Richtung mal gehen, wo die 4 dem sollen zusammenlaufen. Und das ist ein ganz, ganz vagt Gefühl, es wird gar nicht strukturiert und ja, es hätte ja könnten hoffen, dass nur der Kritik von der ersten Staffel vielleicht ein bisschen ein Umdenken stattfand wird, also ein bisschen vielleicht hier weiß wie zu erzählen, ein bisschen angepasst hatten, aber es geht genauso weiter wie mit Staffel 1. Ich kann nur nicht mehr gespannt sehen, wie die nächste Episode gehen. Ich meine, da wenn ihr nach ein Review ganz zum Schluss, wenn Staffel durch ist, dann gucken wir uns das an. Ich meine, nicht alle Episoden Video, dann sehen wir ja, worüber das rausläuft. Ich fand insgesamt, muss ich mal direkt auch noch sagen, die ganze Diskussion mit Diversität an ob ein Elf schwarz dürfen sein oder nicht, an wie weiblich Zwergen ausgesehen haben, ob da die gibt, bla 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 bla, die ganze Thematik do mit der Diversität an der Serie als spielt für mich an der Kritik halt keine valable Rolle. Ich kritisiere die Serie nicht daran, wie sie Charakteren durchstellt, an wie sie Diversität durchstellt. Auf guten Fall, das ist absolut fein für mich. Die Kritikpunkte sind für mich nicht greifbar, nicht real und sind komplett aus der Luft gegraben und absolut idiotisch. Für mich, ich kritisiere Lord of the Rings nicht aus den Aspekten wie
also wie Hand wirklich gemacht ist, aber wie erzählt wird. Und do hinkt die Serie für mich immer so ein bisschen Handen drin. Die ist wirklich ein 6 oder 7 von 10, das so, ja, okay, aber dafür, dass sie das groß Fantasy-Epos wollen an einer Serie erzählen oder die Vorgeschichte zu der Peter Jackson-Trilogie wollen an dem Epos erzählen, auf 5 Staffeln wollen erzählen, ist halt einfach nach ultra viel Luft nur. Also halt könnten sie ruhig mal Richtung HBO schielen, wie das mit einem Game of Thrones gemacht wird, auch wenn man es dort final nicht als Referenz sollten hören, aber trotzdem, wie Sachen erzählt gehen, könnten sie sich tatsächlich als Referenz hören. Und vielleicht werden 3 Staffeln noch durchgegangen, da wird das Dinge vielleicht erzählt gewesen. Aber bon, erzählt mal trotzdem gerne an die Kommentare, wie ihr bis lo die 3 ersten Episoden gefallen haben, weil dir du von der Halt, und an dem Sinn ging ich so, warte doch schon, und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß auf Amazon Prime mit Rings of Power. Ciao!